Ja, guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Und wir stehen vor einem Loch und da hüpfen wir jetzt halt mal rein. Flupp. Oder auch nicht. Hüpf. Hier müsste ich einen Zugang öffnen können. Ja, okay. Weiche zurück, Zelda. Okay. Abracadabra, dreimal reingepupt. Okay, kann ich jetzt da rein, ja? Danke. Hüpf. So, ihr Leute. Zweiter Dungeon. Ah, wir sind noch gar nicht im Dungeon. Wir befinden uns hier zwar in der Welt des Nichts, aber es gibt keine Verbindung zum großen Riss. Dennoch spüre ich hier meine Gefährten. Sie bewegen sich nicht. Ich glaube, irgendetwas hält sie gefangen. Wenn wir sie befreien, können wir diesen Riss schließen. Ich spüre ihre Anwesenheit an 5 Stellen. Sie sind irgendwo in dieser Welt des Nichts. Wir müssen sie finden und befreien. Nun, okay. Aber zuallererst Zora Flussoberlauf im Nichts. Zuallererst... Hey, komm mal her, du. Komm her, komm her. Ich brauch dich. Ah! Na, so nötig brauche ich es dann doch nicht. Habe ich gerade beschlossen. Zumal ich das gar nicht brauche. Zuallererst, ihr Leute... Ein neuer Tag, ein neuer Amiibo. Heute zur Auswahl Ganon ohne Dorf. Nur Ganon. Ich glaube, es gibt gar kein Ganon-Dorf-Amiibo. Monsterhauer. Okay. Als zweites diesen roten Frecken. Was auch immer ein Frecke ist. Ziemlich viel Monster heute, na? Will er nicht? Komm her, du. Los, Fräulein Knüppelkuh. Ah, jetzt hat. Oh, der hat Milch gegeben. War bestimmt ein Weibchen. Und als letztes meine Mifa. So. Bisschen seltsam, dass ausgerechnet Mifa einen Monsterstein gibt. Aber so sei es. Man nimmt ja, was man kriegen kann. Links immer, rechts nimmer. Ist das Wasser? Oh, tatsächlich. Das ist ja mal irgendwie lustig. Was ist das da? Ah, sind das jetzt 3 oder ist das nur einer? Scheint nur einer zu sein. Oh, das Wasserding ist immer richtig. Das sieht richtig lustig aus. Das finde ich hier hübsch. Ah, nee. Ah, hier könnte ich nicht hoch. Gehen wir mal da unten hin. Das ist falsche Richtung. Sorry. Tschüss. Ah, ich kann hier gar nicht untertauchen. Das ist natürlich schlecht. Au. Ach so, ja, fuck. Ich bin ja gar keiner so einer. Ja, ich habe ganz vergessen, dass das so ein Spiel ist. Moment. Wo ist denn mein Krebsi? Mein heißgeliebter. Der ist recht praktisch. Zack. Der macht instant Leute platt. So, siehst du. Kannst du mal gucken, wie du weiterkommst. Kann ich da ein Trampolin holen? Yep, kann ich. Oh, das scheint... was mit dir hier? Ist das hier schon ein Dungeon? Nee. Also ja, okay, merken wir uns. Unten gibt's... was Dungeon-artiges. So, weg da. Kann ich nicht leiden. Was bist du? Ein Schmodder. Okay, jetzt habe ich 2. Sehe ich das jetzt richtig, dass ich sehr wohl darüber muss? Also da unten rum bin ich ja gerade gegangen. Machen wir mal hier Bettenburg. Wupp. Das war nix. Das war auch nix. Wie viel hat er? War ein Versehen. Schalalala. War ein Versehen.
Schalalalala. Es ist so geil hier, es ist so cool. Also so. Oh, da ist ja der Chef. Ah, da ist er ja. Der alte Hühnerschrecker. Wir können ihn retten, wenn es uns gelingt, den Riss zu schließen. Ja, und um den Riss zu schließen, müssen wir diese Batschis da holen. So, jetzt haben wir 3. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich bin noch nicht bereit dafür. Zuletzt ausgewählt. Am häufigsten verwendet hier. Ah, auf ihn. Killt ihn. Oh, guck mal. Jetzt bin ich wieder hier. Komm jetzt, komm. Obwohl, nee. Wir gehen jetzt mal schön dahin. Darüber. Und gucken mal, ob wir hier noch irgendwie... Nein, nicht so. Ja, dann gehen wir da jetzt halt mal rein, oder? Vielleicht gibt es da ja noch 2 zu finden. Notfalls finden wir nur eine, ist jetzt auch nicht schlimm. Was ist denn das da oben für ein brüchiges Dingens da? Was hat denn der Fisch da im Mund? Dem hau ich jetzt so ein Ding auf den Kopf. Ach, das ist ein Explosionsdingens. Guck mal her. Er hat eine Bombe im Mund, ein Bombenfisch. Ja klar. Hoppala. Sorry, ich wollte mir angucken. Lexikon. Le Fiche de Bombe. Da ist er. Volatiler Wasserbewohner, der schon bei leichten Erschütterungen explodiert und so brüchige Wände zerstört. Okay. Sehe ich das richtig? Moment. Da. Ja, weg da. Du sollst eigentlich da runter gehen, weißt du? Hallo? Ich rede mit dir. Ja, wie mache ich denn das? Oder lasse ich den von oben runter plumpsen? Also im Moment bin ich gerade hier. Wieso macht der nicht, was ich will? Heben. Das heißt, ich kann jetzt hier einen hinballern. Kann den dann... Ich kann den nicht anheben oder so. Was soll ich denn da machen? Ah, ich kann ihn anpioretieren. So, komm her. Das hätte man vielleicht ein bisschen besser erklären können. Ist das da Seegras? Kann ich da Pioretten ziehen? Oh. Ich sehe gerade... Sorry. Moment, ich brauche irgendwie was Fischiges. Das da. Beschützt mich doch, beschützt mich. Alle beide. Hey, das kann doch nicht sein. Was seid denn hier für Luschenfische? Das ist derselbe Fisch wie ihr. Ah, okay, jetzt geht's. So. Hau ab! Geh weg! Mann, das ist mein Herz! Mach Platz! Ich brauch das Herz. Ja, super, weil der Dickfisch mir im Weg war. So. Ein Dickfisch. So. Ich glaube, das ist jetzt noch einer. Dann haben wir 4. Das ist wie bei den alten Sonic-Spielen, weißt du? Ich weiß gar nicht, ob die neuen Sonic-Spiele auch noch so sind. Also, was ich mit alten Sonic-Spielen meine, ist natürlich so 2D-Dinge. Was bringt mir das jetzt? Keine Ahnung, aber war schon ziemlich cool, oder? Moment. Ich kann da nur einen machen? Da war doch eben noch ein Gegner da. Genau, greif den an. Greif den nochmal an. Du Kackvogel. Ich kann doch 2 machen, warum geht denn das nicht? Hilfe, ich werde bedrängt. Vogel, greif doch mal an. Ich kann so viele Vögel zaubern, wie ich das will.
Ah, guck mal da. Endlich. Ach, guck mal. Da ist ein kleiner Zippi. Was auch immer ein Zippi ist, aber ich habe jetzt einen kleinen Zippi. Also, nein, ich habe nicht einen kleinen Zippi. Okay, wir haben alle meine Gefährten in dieser Welt ist nichts gefunden. Damit können wir den Riss nun schließen. Hey, wie, das war's schon? Ich will da noch mal rein. Ich war noch nicht fertig. Also die Zahl 5 ist schon sehr variabel, wenn ich mir das hier angucke irgendwie. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen drin rum schlendern. Das ist jetzt ein bisschen doof. Oder kann ich noch mal reingehen? So, was macht er jetzt? Meine Gefährten haben ihre Kräfte mit mir geteilt. Oh, cool. Level up? Nee, noch nicht. Alter, ich krieg ein bisschen 2 Kristalle der Stärke. Wunderschönsten. Komm, Zelda, lass uns von hier verschwinden. Nein, nein, ach komm. Muss ich mich doch glatt im Ohr kratzen, muss ich mich da, so. Dann verschwinde halt hier mit mir. Ich wollte aber eigentlich da noch ein bisschen drin rumschwimmern. Da war bestimmt noch irgendwas Interessantes. Was ist denn hier los? Hallöchen. Puh, habe ich mich echt von einem Riss verschlucken lassen? Das hast du und uns all damit viel Ärger bereitet. Du bist dieser Hylianerin wirklich zu Dank verpflichtet. Auf deine großspuriges Rumgeblübbere kann ich verzichten. Jetzt geht das schon wieder los. Ich dachte, das ist jetzt hier... Da fehlt doch aber noch einer. Chef, mit meinem Papa stimmt irgendwas nicht. Was gibt's? Diese Dunkelheit, dieses unendliche Nichts. Es ist in meinem Kopf und geht nicht weg. Hey, beruhige dich doch. Er dreht komplett am Wasserrad. Oh je, da hilft nur eins. Ihn ordentlich ins Wasser schmeißen? Musik. Ja, hat wohl funktioniert. Na, wie fühlst du dich? Danke, es geht mir schon viel besser. Die Klänge des Meervolks schenken dem Gemüt die Seelenstille des Meeresgrunds. Ja, es wäre wohl besser, wenn das mal bei Chapo Chapo gemacht wäre. Ja, okay, das war schon nicht schlecht. Verehrte Kuschara, wo seid ihr? Ach ja, stimmt, da fehlt noch der Rogo. Oder Rodrigo. Keine Ahnung, wie er heißt. Weißt du, was ich meine? Das ist aber nicht. Das ist ein anderer. Was ist geschehen? Lord Chapu Chapu zerlegt die Zora-Bucht. Ich komme sofort. Flupsch. Ich komme mit. Wer kommt da mit? Hüpf rein. Ach so, ja, er ist ja ein Flusszora und kein Meereszora. Wahrscheinlich kann er nicht in Salzwasser schwimmen. Du hast uns gerettet, oder? Verrätst du mir deinen Namen? Zozo, Zelda heißt du also. Habe ich den Namen nicht schon mal gehört? Ja, gibt's 1 oder 2 Spiele. Nun, ich würde mich gerne richtig bei dir bedanken, Zelda, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Zelda, so spricht er das aus. So. Ich muss hinter Kuschara her. Immerhin bin ich ihr jetzt was schuldig. Tschüssi, bis später. Ja. Und schon ist er weg. Wieder keine Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Aber die Musik eben war schön, nicht wahr? Wenn Kuschara allein spielt, klingt es viel besser als im Duett. Boah, ist das gemein. Naja, also wenn sie alleine spielt, dann spielt sie ja nicht gegeneinander. Gegen jemanden. Das ist wohl gemeint. So. Okay, und was ist mit euch beiden? Im Riss war es ganz schön gruselig, aber wenigstens ist mir das passiert, nicht meiner Tochter. Hallo Töchterlein. Kuschara war so cool. Ach, und Chapo Chapo wird jetzt nach Süden geschwommen sein. Ja, dann schwimmen wir auch mal nach Süden. Kann ich hier irgendwie einfach runterplumpschen? Plumpsch. Ja, da komme ich nicht rein. Hüpp. Plumpsch. Oh. Nicht gut. Moment. Ihr könnt ruhig die Gegner angreifen. Ihr müsst hier nicht so saublöde rumschwimmen. Nein, ja nur. So. Da runter war das, glaube ich. Ja, genau.
Huch, sind die Gegner wieder da. Das ist ja nicht so erquicklich. Ja, irgendwie... Nicht hier richtig? Hau ab, du blöder Fisch. Ich glaub schon, oder? Ja, genau. Wir sind gerade aus dem quasi vernichteten Zoradorf. Das ist aber nicht das, wo er ist, oder? Oh, voilà. Sorry. Das ist Lord Jabu Jabus Heimstätte. Ich schätze mal, dass der unten am Belsennickelplatz ist, oder wie das heißt. Ja, stimmt. Da geht ja nur auf, wenn die beiden musizieren. Und so weit sind sie ja noch nicht. Also wenn die beiden zusammen musizieren, so rum. So weit sind sie noch nicht. So weit. Ach so. Ja, stimmt. Ich könnte mich beamen, ne? Oh, übrigens habe ich, was mitgekriegt. Und zwar folgendes. Man macht sich ein Bett, man legt sich rein und man regeneriert Herzen. Und zwar alle 5 Sekunden ein halbes. Oder aber, man steht auf, legt sich hin. Steht auf, legt sich hin. 1, 2. Weil das erste Herz regenerierst du nach 2 Sekunden oder sowas. Und alle weiteren halben Herzen nach 5. Deshalb reinlegen, aufstehen, reinlegen, aufstehen. Das ist quasi genau das, hoppala, was ich zu Hause mache. Das ist quasi genau das, was ich zu Hause mache. Boah, hier bin ich komplett falsch. Ich muss untertauchen. Das ist genau das, was ich zu Hause mache, wenn ich mir einen Wecker stelle. Da tue ich auch immer 5 Minuten schlafen, nochmal 5 Minuten ausschalten. Das ist einfach nur, damit meine Herzen schneller regenerieren. Ganz logisch. Also, die sind ja Oberwassermonster. So. Also, wo sind denn wir hier? Achso, ich krieg's auf der Karte angezeigt. Die Karte, die ihr nicht seht. Ja, komm, das kürzen wir jetzt mal ein bisschen ab. Hier, hab jetzt genug. Falscher Knopf. Ach, da oben muss ich hin. Er hat doch gesagt, nach Süden. Und wir waren doch hier. Ich dachte, der wäre beim Brackplatz, weißt du? Was ist das da? Riss der Chapul. Ach so, nee. Okay, wir gehen an den Brackplatz. So, genau. Weil der Brackplatz, der ist praktisch komplett dreckig. So, was macht ihr hier? Vorhin ist Lord Jabu Jabu diesen Fluss hinuntergeschwommen. Er schien in Richtung Meer zu eilen. Ich hoffe, unser Dorf ist nicht in Gefahr. Ich habe gesehen, wie Lord Jabu Jabu aufs Meer rausgeschwommen ist. Will als nächstes das Dorf... Achso, ja, stimmt. Er will ja das Dorf verwüsten. Der ist ja gar nicht am Brackplatz. Ja, ich bin schon wieder mal sehr schlau. Übrigens sollte ich noch eine kleine Bettpause machen. Das sieht so dumm aus. So, jetzt nochmal auf Snooze gedrückt. So, nochmal auf Snooze gedrückt. Okay, weiter geht's. Ich will mal ein paar Leibwächter engagieren. Du hier, hast du irgendwie Lord Jabu Jabu gesehen? Oh nein, Lord Jabu Jabu, wo ist er hin? Er ist in Richtung der kleinen Insel im Osten geschwommen. Es gibt eine kleine Insel im Osten. Dann gucken wir einfach mal. Warte. Da gab es letztens so einen Splitter, gell? Ah, jetzt gibt's nichts mehr. Schade. Nun denn, Hink. Was macht hier Hink? War das Draht? Was stöhnt da so herum? Das frage ich mich halt auch gerade. So, die Zora. Ach, guck mal da, scheint was verschüttet zu sein. Boah, ist dieser Fels schwer. Nanu? Zelda. Wie du siehst, gibt es hier ein gewaltiges Problemchen. Mein Sohn und Kushara, sie wurden in der Höhle eingeschlossen. Ich hatte meinen Sohn aus den Augen verloren, da tauchte auch noch plötzlich Lord Jabu Jabu auf. Kushara kam gerade vorbei und hat bemerkt, dass mein Kleiner in der Höhle hier ist, also ist sie hinterher. Tja, und dann gab es einen Felsrutsch und die Höhle war blockiert. Und was soll ich nur tun? Ich kann verstehen, dass du um dein Kind besorgt bist, aber bitte hab noch kurz Geduld. Ich räume den Weg frei.
Leichter gesagt als getan. Vielleicht wäre es besser, einen anderen Zugang zur Höhle zu suchen. Keine gute Gelegenheit, unser Anliegen vorzubringen. Vielleicht ergibt sich ein guter Moment, wenn wir erstmal die Leute aus der Höhle befreien. Ich würde mal... Ui. Was hab ich denn gerade? Ne, das Ding ist unter Wasser. Okay, da brauchen wir einen Bombenfisch. Ist er platt, oder? Ja. So, gleich mal das Ding da merken. Eine Zappelqualle. Gleich mal Lexikon. Elektrisch aufgeladenes Quallenmonster. Unter Wasser erweitert sich sein Entladungsradius. So, da kann man natürlich reingehen. Das habe ich natürlich sofort erkannt, schlau wie ich bin. Ich bin schlau. So, ich will jetzt aber hier noch ein bisschen rumsurfen. Rumdingsbumsen. Zum Beispiel mit dir da reden. Was bist du für einer? Als Chabu Chabu in der Zora-Bucht auftauchte, habe ich sofort den verehrten Kushara Bescheid gesagt. Der Verehrten. Aber ich hätte nie gedacht, dass so schlimm kommen könnte, ja. Hättest du mal die Klappe gehalten, wäre sie jetzt nicht in Nöten. Ja. Wisst, was ich meine. So. Stimmt, wir haben oben ja noch ein Rätsel-Dungeon zu machen, wo ich gestern einfach keine Lust mehr drauf hatte, aber sowas von keine Lust. Macht das Ding Licht? Das ist immer schön. Ah, das ist schön und praktisch gerade. So. Guck mal hier, Leuchtfisch. Ein Mürfisch Level 2. In gerader Linie angreifender Fisch mit mürrischem Gesicht. Beleuchtet sein Umfeld mit einer kleinen Laterne. Zack, festlegen. Kann man immer gebrauchen. Wie hat er jetzt gekostet? 2. Okay, dann machen wir gerade noch ein paar. Moment. So. Ist da oben irgendwas? Nee. Da gibt's doch was, oder? Ach, guck mal da. Natürlich gibt's da oben was. Eine Schatzkiste. Was haben wir gefunden? Ein bisschen Blasentang. Ach, ist das einer von meinen? Cool, danke. So. Ja, also die sind mal wenigstens gescheit stark. Über die anderen Kackfische. Die anderen guten Fische, natürlich. So, da sind sie ja. Keine Angst, mein Junge. Irgendjemand wird uns zu Hilfe eilen. Schnüff, schnüff. Hä? Du bist doch die Hylianerin von eben. Bist du etwa ganz allein durch die monsterverseuchten Gewässer geschwommen? Klaro. Bin halt gut. So langsam wird mir klar, dass du nicht einfach irgendwer bist. Nun, jetzt gilt's von hier zu entkommen. Hat sie Angst, da durchzuschwimmen. Okay, die Kanäle sind angesichts der Lage zu gefährlich. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ja, tiefer in die Höhle natürlich. Das ist ein großer Fels. Wenn nur jener riesige Fels nicht wäre. Ich habe mich redlich bemüht, konnte ihn jedoch keinen Zoll weit bewegen. Kann man den wegsprengen mit den Fischen? Wir kommen nie wieder raus. Ja, Hylianerin, achso, weißt du vielleicht Rat? Habe ich mich noch nicht vorgestellt oder was? Ja. So ein bisschen Rat weiß ich, glaube ich. Vielleicht aber auch nicht. Okay. Was ist denn das Spinnenartige? Eine Wandtuller. Na, du Wandtuller.
Jawohl, das ist cool. Na los. Okay. Na, meine Idee war jetzt nicht so mega. Wo ist eine Spinne? Kann ich mit ihr reden? Nee, irgendwie nicht. Ich dachte doch. Ja, wir werden hier nie mehr rauskommen. Ich will eigentlich mit dir reden. Nee, eigentlich weiß ich gerade keinen Rat. Also ernsthaft jetzt, was ist... Nö. Nö, ich weiß gerade keinen Rat. Häufigsten verwenden, zuletzt gemerkt. Kann der da vielleicht irgendwie was? Wo bin ich denn überhaupt? Ach, da unten. Ratzelt mal die Dinger da weg. Du sollst jetzt eigentlich auch nicht auf mich gehen. Nee, keine Ahnung. Also, wir können da nicht auf den Rand. Wir können vielleicht mal probieren, auf den Felsen drauf zu gehen. Wollen wir mal probieren. Mach mal wieder die Spinne. Wo ist sie denn? Auf geht's. Nee, wir können auch nicht auf den Felsen drauf gehen. Ja, dann bleibt uns nichts übrig, als alleine zurückzuschwimmen. Und den halt zu fragen vielleicht? Weißt du, irgendwie den halt zu fragen, ob er uns helfen kann oder ob er mit vereinten Kräften oder so. Ich habe keine Ahnung, vielleicht draußen das sprengen. Wäre möglich. Guck mal, es ist hier gar nicht mehr monsterverseucht. Die soll sich mal jetzt so dran stellen. Hey, echt jetzt. Ist hier voll schön. Falsche Musik, ja. Da fehlt so... Also von Donkey Kong Country. Wie hieß es denn? Ich glaube, Aquatic Ambience oder irgendwie sowas in der Richtung hieß das. So. Ich rede jetzt mal mit dem Oberkapo da und sag mal, ey Junge, die sind da drin und kommen nicht mehr raus. Aber da sind wir halt jetzt genauso weit wie vorhin auch. Das haben wir ja eben schon gehabt. So. Vielleicht war es eher aber eine gute Idee oder so. So. Was soll ich nur tun? Ja, das weiß ich nicht. Ich mach mal hier auch so eine Bombenfisch hin. Ja, ihr Leute, ich bin überfragt. Moment, wie kann ich denn dieses schlaue Tipps? Das ist ein Tipps, das will ich eigentlich gar nicht, aber... Ach, das ist irgendwie so Zeugs, was du freigeschaltet hast. Nee, es gibt doch so ein Dingens, wo drin steht, was gerade los ist. Weißt du, was ich meine? Ah, da. Das Kind ist so verängstigt, dass er schlecht aus dem Unterseegang hinausbekommt. Der oberirdische Ausgang ist allerdings durch einen großen Fels blockiert. Ja, den würde ich halt gern wegspringen. Es ging ja aber nicht. Moment. Nee, der braucht 4 so Pixel-Dinger. Ich habe keine Power für 4. Weißt du? Tja. Wo ist denn jetzt der neue Fisch? Den habe ich doch schon recht häufig verwendet. Ich tue mir mal ein bisschen hier Zeit verplempern. Nee, ja. Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht die Karte, das ist die Karte. Das da ist das Dorf. Komm, wir gehen mal ins Dorf. Wir schwimmen mal zum Dorf rüber, vielleicht hat da jemand eine Ahnung.
So, hier ist Dorf. Hallöchen. Lord Chabu Chabu ist direkt vor mir vorbeigeschwommen, und zwar Richtung Osten. Ja, aber da waren wir doch. Also ich habe jetzt gerade gedacht, vielleicht... Hey, was soll denn das hier? Kommt ein komischer Glipper raus. Ich dachte mir, vielleicht kann man den so irgendwie finden. Oh, das ist ein Stempelmann. Komm her, müssen wir hin. Ja. Stempelmann. Hallo, hier spricht ein innerer Stempelmann. Diesen Stempel hast du doch schon. Okay, danke. Oh, guck mal da unten. Nein. Runter, runter, runter. Da hätte ich jetzt gerne. Ja. Nein, eigentlich nicht, aber okay. Haha. Ein Herzteil. Ich weiß nicht auch, was diese Dinger da bedeuten. Okay, also freisprengbar. Gut zu wissen. Da soll ich aber nicht hingehen. Wir gucken mal, ob wir Lord Chabu Chabu irgendwo finden. Also mein Plan war jetzt irgendwie so, ja, wir suchen Lord Chabu Chabu. Hier geht's nicht weiter. Und der, keine Ahnung, verfolgt uns dann und rennt hinter uns her und tut wütend alles zusammenreißen, was in seinem Weg ist. Zum Beispiel auch diese Mauer. Also jetzt so mein Plan. Scheinbar ein doofer Plan. Das Spiel sagt, nö. So. Ja, aber ich verstehe halt nicht. Also, ja, das Kind will nicht da durch. Soweit so elastisch. Was? Aber wie kriegt man denn jetzt da raus? Ich krieg den Felsen, ihr habt es ja gesehen. Ich kann genau eine Bombe schmeißen. Und die ist wohl nicht genug, um da irgendwie groß was mit zu reißen. Ich meine, vielleicht übersehe ich auch wieder mal irgendwas irgendwie. Ich wüsste aber halt nicht was. Kann ich die Leute hochheben und in Schlepptau nehmen oder so? Wäre das möglich? Dass ich sage, hier, du hast Angst, kein Problem. Ah ja, genau, das ist eine gute Idee. Nein. Okay, das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ich habe gedacht, ich kann dann das da so... Das Kind hat halt einfach Angst. Nein, ich weiß auch keinen Rat. Ich bin genauso blöde wie ihr. Echt jetzt. Ich kann dem Kind Elektroschocks geben. Das ist eine gute Idee. Hier, da, zack. Das regt vielleicht den Mut etwas an. Hier, wenn du hier bleibst, kriegst du noch mehr Aua. Okay. Geht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt sag mir nicht, dass ich den Felsen einlocken muss, um den Fisch drauf zu schmeißen. Nee, das geht schon mal gar nicht. Ja, aber was soll ich denn da machen? Ich kann den Felsen... Kann ich ihn schieben? Habe ich irgendwas, was voll stark ist, einen Felsen verschieben kann? Hätte er vielleicht? Kann man den Felsen verbrennen? Nee. Ey, das hat keinen Sinn mehr. Hier, ich drück kurz Pause, ich guck's einfach nach. Ey, sorry, ich hab einen Plan, was man hier... Moment, ich hab einen Plan. Schau, der Felsen kaputt. Ja, war ein dummer Plan. Hätte ja sein können, aber... Ich drücke jetzt kurz Pause, gucke ich im Internet nach, bin zu doof dazu. Moment. Da bin ich wieder. Und ich bin doof.
Ja, sorry, ich denk da gar nicht mehr dran, dass ich das machen kann. Ist ja, ich weiß, ne, dass ich mich an Gegner dranhängen kann, aber dass ich einfach Sachen mit mir bewegen kann, ist ein bisschen. Übrigens, braucht die mich jetzt nicht zu beglückwünschen. Ich habe den Felsen nur ein bisschen weiter hochgezogen. Wir kommen immer noch nicht durch, weil du mich zulabern musstest. So. Ungeachtet seines gewaltigen Gewichts ist es dir gelungen, ihn zu bewegen. So können wir vielleicht hinausgelangen. Erlaube mir zu fragen, wie heißt du? Ach, jetzt plötzlich, fragt's mal. Zelda. Der Name klingt vertraut. Wie dem auch sei. Ich danke dir. Jetzt können wir deinen Ton erreichen. Altolot, schnell, schnell. Ja. So, da ist er schon. Ah, mein lieber Kleiner, ich bin so froh, dass dir gut geht. Nanu, Draht, was hast du denn hier zu schaffen? Na, ist doch wohl klar wie Flusswasser. Ich wollte mich dafür revanchieren, dass du einen von meinen... Huch, Zelda? Wie bist du denn in die Höhle gekommen? Ja, das verrate ich dir nicht. Der weint immer noch. Naja, alles gut. Wir können jetzt zusammen raus, verstehst du? Schnüff, schnüff, buhu. Warum nicht? Hör auf deine Mutter, Kleiner. Es besteht kein Grund mehr zur Sorge. Der ist steif wie ein Stockfisch. Mit Worten kann man da nichts ausrichten. Da muss er ein bisschen tröten. Jetzt trötet er ihm den Masch. Oh, gleich gibt's einen Copyright-Claim. Na, Kleiner? Das war toll. Jetzt habe ich gar keine Angst mehr. Vielen Dank, lieber Flussbewohner. Unsere Flussvolkmusik macht allen, denen vor Angst die Flossen zittern, neuen Mut. Aha. So, das eine besänftigt die Seele und die andere Musik macht Mut. Okay. Oho, da kann selbst ich keine Kritik üben. Das war ein vorzügliches Spiel, Draht. Wer hätte gedacht, dass deine Musik einmal einen der meinigen so heilsam sein würde? So. Und du hast einen von meinen Leuten geholfen. Ist doch absolut klar, dass ich mich da revanchieren muss. Eben war keine Zeit dafür, aber ich wollte mich noch bei dir bedanken. Hast du wirklich toll gespielt. Ach, das war doch nichts Besonderes. Schau uns an, wie wir uns plötzlich gegenseitig Komplimente machen. Passt doch gar nicht zu uns. Aber echt, hey, ihr wart mir sympathischer, als ihr euch gegeneinander dumm angelabert habt. Ja, nehmt euch ein Zimmer. Nehmt euch ein Flussbett. Hört zu, Draht. Sollen wir unsere Querelei nicht vorübergehend begraben und einen Strang ziehen? So ein Zufall. Ich wollte gerade dasselbe vorschlagen. Ja, dann sind wir uns ja einig. Mit deiner wackeren Hilfe wird jede Gegenströmung nur noch halb so stark sein. Ja. Aha, kann sie jetzt endlich mal mit den Leuten reden. Wie bitte, du möchtest, dass wir in Lord Jabu Jabus Heimstätte, dass wir da musizieren? Zelda, so lautete doch dein Name, richtig? Ich habe ihn vor 2 Minuten gesagt. Ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis und Gesichter und Menschen und überhaupt Gedächtnis. Aber das hätte sogar ich noch hingekriegt. So ungern ich meiner Wohltäterin eine Bitte ausschlage, aber wir müssen Lord Jabu Jabu auf der Spur bleiben. Nein, warte. Vielleicht ist Zeldas Idee gar nicht so schlecht. Wie meinen? Während du hier eingeschlossen warst, habe ich gesehen, wie Lord Jabu Jabu Richtung Norden abgedüst ist. Könnte es nicht sein, dass er genug gewütet hat und sich jetzt erstmal in seiner Heimstätte ausruhen will? In der Tat, derartige Bewegungsfreude ist für Lord Jabu Jabu ja auch gänzlich untypisch. Wohlan, Zelda. Dann soll deine Bitte doch nicht auf taube Ohren fallen. Begeben wir uns dorthin. Wir sehen uns in Lord Jabu Jabus Heimstätte. Okeli dokeli, kommt jetzt so ein... Okay. Ich will auch da rausgehen. Ja, ich schwimme jetzt auch mal nach Hause. Vielen Dank für die Hilfe. Ja, ich bin wieder müde, ich weiß. Danke. So, ich will noch in der Höhle bleiben. Cool. Ey, so weit habe ich den Felsen gar nicht hochgemacht. So. Also, jetzt müssen wir nach Norden in die Brackbucht. Übrigens, da drüben ist noch so ein Piratenschiff. Das interessiert mich ja schon, ne? Ich habe das schon auf der Karte gesehen, also da werden wir dann auch irgendwann mal hingehen. So, gab's hier nicht noch irgendwo brüchige Mauern? Brüchige Krebse. Ach, guck mal da. Machen wir noch ein paar Smoothies, weil wir was können. Ich will mixen. Und zwar 2 Hörner.
Dann zeig ich mal. Ja, was er labert, haben wir ja schon gesehen. Wer nicht, muss einfach die letzten Folgen gucken. Fertig ist das feine Gebräu. Wo ist denn das feines Gebräu? Ja, lassen wir noch einen machen. Also ich kann den Körper leuchten lassen, wenn ich das mache. Machen wir einfach mal das, ne? So. Butter und Trauben. Das hört sich doch mal sehr lecker an. Ah ja. Schon wieder einer? Ein Vital Mix Smoothie. Ja, aber den habe ich doch schon, oder? Okay. Ich mach mal Butter mit Milch. Es wird sehr fettig werden, das kann ich jetzt schon sagen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Das wird wieder nix, oder? Ah doch, guck mal da. Milchleucht-Smoothie. So. Was, weil wir gerade so ein gutes Ding haben, machen wir Milch und Salz. Oh. Kennt ihr das? Milchsuppe? Kann ich nur empfehlen. Soll ich euch erklären, wie Milchsuppe funktioniert? Hat meine Mutter früher gemacht. Sie hat gesagt, das ist so ein arme Leute essen. Aber was willst du machen? Arme Leute essen ist geil. Guck mal hier. Salziger Milchsmoothie. Oh, das hört sich geil an. Das hört sich erotisch an. Nahrhaft und cremig, von bestechender Salzigkeit. Sehr schön. Also, Rezept für Milchsuppe. Ich versuche mich kurz zu halten. Also, man nimmt Nudeln, am besten so kleine geringelte Nudeln so, und schmeißt die in einen Topf, macht vorher ein bisschen Butter in den Topf, halt heiß machen, dann schmeißt man die Nudeln rein, die trockenen Nudeln natürlich, und tut die so ein bisschen anrösten. Die müssen so ein bisschen braune Flecken kriegen, so Pupsstellen quasi, weißt du? Dann macht ihr, also wenn die so ein bisschen angeröstet sind, dann macht ihr heiß Wasser drauf und kocht die Nudeln, also gerade so viel, dass die Nudeln gut bedeckt sind, und kocht die Nudeln. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann füllt er auf und macht, keine Ahnung, einen Liter Milch drauf oder so. Also macht halt einfach Milch drauf. Und ja, dann ja, kochen jetzt nicht die Milch, weil ne, die schwappt ja über und so. Klappt das nicht so. Also, ja, sorry, nochmal. Kochen die Milch nicht, die schwappt halt über. Aber, hey, sorry, ich muss jetzt die Deppen da wegräumen. Das geht mir gerade schon wieder auf den Senkel. Dass die da, also ich leg doch genau da dran. So, sag, kriegst gleich noch einen. So, komm her. So, jetzt, siehste. Was gibt's denn eigentlich? Hoffentlich was Gescheites. Oh, ein paar Seepferdchen nehme ich mit. Ich habe übrigens vergessen, wo ich hin will. Also ich muss hier einfach nur hoch, irgendwie. Aber wie? Ah ja, ich weiß wieder wie, oder? Da unten entlang und daneben jetzt halt hoch. Ja, genau. Also, Milchsuppe. Genau. Ihr nehmt einen Topf, ihr schmeißt so kleine Suppennudeln rein, also macht ein bisschen Butter rein, macht natürlich das Ganze heiß, dann schmeißt ihr die Suppennudeln rein. Also ich nehme so gerne so kleine gegringelte so und röste die ein bisschen an, die Nudeln. Und dass die so schön braune Pupsflecken kriegen quasi. Wenn die dann schön ein bisschen angeröstet sind, ein bisschen so braune Flecken haben, dann geht er hin, schmeißt heiß Wasser drauf, kocht das Wasser und kocht somit die Nudeln. Wenn die Nudeln weich sind, macht er einfach Milch drauf, also so ein Liter oder so, je nachdem wie viel das er wollt. Und erhitzt diese Milch. Nicht unbedingt kochen, weil kochende Milch, ihr wisst, die ist kacke. Also die muss einfach nur noch heiß werden, die Milch. Und das war's. Also sprich, ihr macht die Milch rein und dreht einen Herd runter. Oder macht den Herd aus. So, und das war's. Und dazu gibt's einen Löffel. Und Salz.
Und dann esst ihr das. Achso, ja, Salz ist wichtig. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ja, okay, da macht man dann Zucker rein. Nee, natürlich nicht. Da macht man Salz rein. Und heißt, zumindest bei meiner Mutter hieß das braune Nudelsuppe. Die Suppe ist nicht braun, keine Angst. Die Nudeln sind etwas bräunlich, weil sie ja angeröstet sind. Hat dann halt so ein bisschen Röstaroma und die Milch und das Salz. Muah. Chefskiss. Gruß aus der Küche, sage ich da nur. Super gut. Nichts für Leute, die, keine Ahnung, sich fettarm ernähren wollen, weil es ist halt Milch, es wird angeröstet, mit Butter werden die Nudeln, also da schwimmen dann schon die Fettaugen drauf rum. Es ist halt eine Suppe. Probiert's mal aus. Und selbst wenn es nichts wird, ist ja nicht teuer. Habt ihr ja nichts verloren. Ich meine, Milch, Nudeln und Wasser werdet ihr zu Hause haben und ein bisschen Salz. Geile Sache. So. Ja, gucke mal da. Ich würde mal sagen, wir labern den jetzt an. Es sind Trümmer von der Decke gestürzt. Drinnen herrscht ein einziges Chaos. Ich konnte mich gerade noch nach draußen retten. Wahrscheinlich ist Lord Chabu Chabu zurückgekehrt und wütet nun in seiner Heimstätte herum. Unser Chef und Kushara sind dort reingegangen. Ich mache mir solche Sorgen um sie. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt noch rein. Gucken uns die wahrscheinlich Zwischensequenz an. Also, ja. Oh ja, das ist natürlich schlecht hier. Ah, Zelda. Moment, Zelda, sagt er ja. Uiuiui. Lord Chabu Chabu ist tatsächlich in seine Heimstätte zurückgekehrt. Du willst also durch dieses Tor, ja? Dann werden wir sogleich zur Tat schreiten und hier musizieren, auf dass das Tor sich öffne. Ein Problem gibt's allerdings noch. Durch Lord Chabu Chabus Tollheit wurden auch die Altäre in Mitleidenschaft gezogen. Oh, die sehen wirklich übel aus. So ist nur schwerlich eine Vorstellung möglich. Wir müssen die Altäre irgendwie wieder in den Schuss bringen. Aber wie kriegen wir das hin? Mit gutem Mut und Tatkraft. Zuerst einmal müssen die Trümmer zur Seite. Ja, das kann ich machen. Weiß ja jetzt wieder, wie es geht. Spiel hat's mir ja wieder beigebracht. Komm. So, guck. Dann lass mal da ins Wasser plumpsen. Mit mir zusammen. Huch, ich sehe gerade, da unten liegt ein Stück Altar. So, egal. Das da muss weg. So. Dann nehmen wir den da. Der muss dahin. Ja, genau. Da unten habe ich ein Stück Altar gesehen. Alter, ich sehe ein Stück Altar. So, guck. Und dann muss der natürlich hier hin. So, zack. Problemchen gelöst. Nun steht dem Konzert nichts mehr im Wege. Zelda. Zelda, sorry. Sie sagt Zelda. Die Fluss-Zoras, die sagen Zelda. So, erneut sind wir dir zu Dank verpflichtet. Warte kurz, während wir alles bereit machen. Ja, was willst du denn bereit machen? Du musst dich doch nur draufstellen. Na, siehst du, sag ich doch. Blim. Blümchenlichter, yay. Das du auch. Und jetzt wird ordentlich geblasen und gefingert. So. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht. Der kleine Weseskacker morgens auf, rennt gar schnell im schnellen Dauerlauf zum Christbaum, sucht seine Geschenke. Danke. Ich kann genauso schlecht singen, wie ich reimen kann. Habt ihr, glaube ich, gemerkt. So, es klang ja viel besser als bei dem Konzert auf dem Parkplatz. Ja, ich habe ja auch mitgeholfen. So, was war denn jetzt anders? Ja, ich habe mitgesungen. Deshalb hat er gesagt, wir können hier so schön singen, dann machen wir mal das Türlein auf. In Harmonie zu musizieren ist so viel schöner. Ach, macht das einen Spaß. Du hast wahnsinnig gut gespielt, Kushara. Und auch dein Spiel war gar nicht übel. Und ich habe recht gut gesungen, finde ich. Harmonie? Vorher haben sie doch auch schon zusammen gespielt. Ich verstehe nicht, was jetzt so anders war. Die beiden scheinen jedenfalls viel glücklicher als vorher. Tja. Nein, nicht. Warum nicht? Rat. Ich möchte mich in aller Form bei dir entschuldigen. Meine Kritik an deiner Musik war wirklich unverschämt und unangebracht. Kushara? Für mich gilt absolut das Gleiche. Ganz dickes Sorry, wirklich. Hi, hi. Zelda, du musst das lange genug ausharren. Das Tor ist nun offen. Und vielen Dank nochmal. Ohne dich wäre all das hier nicht möglich gewesen. Wollen wir uns hineinbegeben und Lord Chabu Chabu unsere Aufwartung machen? Jawohl.
Guti. Mache ihr. So, gucke. Sehr schön. Und da gehen wir morgen auch hin. Aber morgen erst. Und wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr morgen nicht wisst, was ihr essen sollt, braune Nudelsuppe. Nochmal, hier, ihr kriegt lauter gute Kochtipps von mir. Merkt ihr das eigentlich? Hier, ist ja Wahnsinn. Ich glaube, ich sollte einen Kochkanal aufmachen. Das überlege ich mir bis morgen. Bis morgen. Tschö.